Wenn am Sport will weiterkommen, der muss trainieren. Und da riskiert die schulische Leistung auf der Strecke zu bleiben. Dafür präparieren sie am Sportlycée von der Setjamun auf die Dualkarriere, also Sport und Schule. Wir sensibilisieren sie natürlich von Klangmun. Ob Setjam haben wir schon so echt Fragen, die wir stellen, wo willst du hin, was sind deine Ziele und so weiter, wie willst du die erreichen. Und dann lösen mit den Klasse gehen wir ab, dass wir ihnen so was für Service gehen, was für Hilfestellung sie können kriegen. Und dann immer wiederholen, Dual Career heißt nicht unbedingt 50-50, sondern heißt doch vielleicht ein bisschen mehr mit der Schule, ein bisschen mehr Sport. Und dann aber nicht umgedreht, denke ich. Also da, wo Männer Kompetitionen sind, dass sie dann im schulischen Bereich nicht müssen abholen. Älteren Trainer und den Tutor gehen wir da gewonnen, für zu motivieren. In Workshops wie dem Hai machen Schüler sich Gedanken, dass sie kriegen Ideen für die vielen auf ihrem Weg zu meistern. Wir haben geguckt, wen am besten den Druck, wo ihn vom Sport halt kriegt, dann auch für sich selber kriegt, wie den am besten aufbauen kann, und wie ihn am besten mit dem Druck umgehen kann, was ja auch wichtig ist für den Sport und auch an der Schule. Dabei kann ihn sich auch bei den anderen Schülern Sachen aufgucken. Ich fand persönlich, dass das ganz hilfreich ist, weil wenn ich wirklich an einer Down-Phase ist, dann kann ich die Tipps wirklich benutzen und dann kann ich noch darum raus. Wo fühlt ihr sich schon mehr wohl wie an einer Stufe? Die Lehrstufe soll genau das Gefühl auslesen. 4 Stunden an der Woche könnt das Katrin an die Lehrstufe, wo die Schüler autonom sollen lehren. Konkret schaffen so Fischen diese von den Enseignants kruten. Ich gehe da meine Aufgaben, 4 Wochen, 50 Minuten, Splangenday, an dem ich gucke, was mache ich an meinem Kurs und was können sie allein schaffen. Das kann aber eine Einleitung zu meinem Kurs sein, das kann auch einfach eine Feststellung sein von dem, was wir gerade gesehen haben, oder ob es mir frei ist zu schreiben, halt so mal ein Video. Die Schüler appréciieren die Freiheit und merken, dass es konkret etwas bringt. Das ist nicht nur der Kurs vis-à-vis vom Prof und nicht nur angeschwart kriegen. Wir müssen dann selber, können das selber üben. Und das ist auch eine gute Übung natürlich für Prüfungen, das dann immer aktiv zu wiederholen und das dann selbstständig und autonom beizubringen. Du kannst interaktiv und selber schaffen. Das ist nicht wie am Kurs, dass du eine Aufgabe du musst nicht. Aber so oder so geht der Prof hin, sieht, wie es soll sein, und dann schreibst du einfach Plan auf. Deswegen in der Lehrstufe, du musst selber mal schaffen, du musst selber dein Gehirn strengen. Du wirst quasi gezwungen, dich anzustrengen. Und dann zum Schluss kriegst du noch korrigieren, wo du selber den Fehler gesehen. Es bringt wirklich die Autonomie ab und ihr seid noch wirklich selber, wo so Probleme liegen, wenn ihr selber schafft und nicht immer den Prof neben drin hat, den einem direkt sieht, wie die Aufgabe funktioniert oder was das Problem am Exerzice ist. Den Moment gehen 2 Pilotklassen an geht durch das Projekt weiter auszubauen.